AGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus organisierte am 29. Juni 2016 bereits zum 13. Mal das Human Rights Festival. Bei diesem Festival treffen sich jedes Jahr rund 800 junge Menschen aus der gesamten Steiermark, um ihr Engagement für Menschenrechte und somit für eine bessere Welt zum Ausdruck zu bringen. Damit gehört das Festival zu den fixen Bestandteilen und den jungen Markenzeichen der Menschenstadt Graz. Auch in diesem Jahr konnten Persönlichkeiten wie Lukas Blöchel als Moderator, der Musiker Thorsten Einerson, Kabarettist Clemens Maria Schreiner, die ehemalige Stabhochsprungmeisterin Kira Grünberg, Motivationstrainer Mr. Wovit und die Cheerleader der Grazer Giants für das Festival gewonnen werden. Auch das Kenne Deine Rechte-Team war wie seit vielen Jahren wieder am Festival zu Gast und hat die Besucherinnen zum Thema Menschenrechte befragt. Da beim Human Rights Festival auch Menschenrechtsverletzungen thematisiert werden, vor denen niemand gefeit ist, wollten wir zunächst wissen, ob die Besucherinnen schon einmal eine solche Verletzung erlebt oder selbst schon einmal ein Menschenrecht verletzt haben. Nein, ich glaube nicht, dass mir das jemals schon passiert ist. Ja, ganz sicher habe ich Menschenrechte verletzt, das ist gar keine Frage. Das passiert, wie man oft sagt, unbewusst, dass man eine Rechtsmaterie kurzfristig vergisst und dann begeht. Aber wir müssen jetzt lange nachdenken, dass mir akut was einfällt. Ich denke, dass ich weder unbewusst noch bewusst ein Menschenrecht verletzt habe, aber ich finde, man sollte trotzdem immer wieder sich selbst reflektieren und hinterfragen, ob man auch tatsächlich so handelt, wie man es gern möchte. Ich hoffe nicht, dass mir das passiert ist. Ich bemühe mich, das nicht zu tun, hätte ich gesagt. Und ich bin überzeugt, dass es mir nicht passiert ist in letzter Zeit. Ich hoffe nicht. Ich bemühe mich privat und beruflich, mich für die Menschenrechte einzusetzen. Auch im Auftrag von Bürgermeister Nagel und Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner. Graz ist ja die einzige Stadt der Menschenrechte. Und als Vorsitzende des entsprechenden Ausschusses sage ich gerne, wir sind Stadt der Menschenwürde. Ich glaube nicht, dass ich es bewusst verletzt habe. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich Menschenrechte verletzt habe, aber jeder Mensch ist behaftet mit Vorurteilen, ja, und da bin ich nicht ausgeschlossen. Also es gibt immer wieder Situationen, wo man sich erwischt und sagt, eigentlich das, was ich jetzt gerade denke oder unter Umständen auch tue, das basiert auf einem Vorurteil. Und da muss sich jeder selbst bei der Nase nehmen und sich selbst ein bisschen korrigieren, ja, damit das besser wird. Auch Alltagsrassismus stellt nach wie vor eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft dar. Anpöbelungen und Beschimpfungen, menschenverachtende Anreden, Benachteiligungen im Alltag oder gar Eintrittsverweigerungen in Lokale sind leider immer noch ein aktuelles Thema. Kenne Deine Rechte hat passend dazu eine Tasche mit dem Slogan „Rassismus passt nicht zu meinen Schuhen" produziert. Auch von den Besucherinnen wollten wir wissen, warum Rassismus nicht zu ihren Schuhen passt. Also ich denke mir, Rassismus passt eher nicht zu meinen Schuhen, weil ich erkenne ja auch an meinen Schuhen keinen, ob er jetzt zum Beispiel eine andere Sexualität hat oder so. Und sonst müssten ja dann Schuhe irgendwie auch nach Farbe oder so eingeordnet werden, dass zum Beispiel, keine Ahnung, rote Schuhe nur die und die tragen. Und deshalb denke ich, dass Rassismus nicht zu meinen Schuhen passt, weil ich meine Schuhe eigentlich jetzt nicht auf Menschen beziehe oder so. Also eher nicht. Gar nicht. Und wenn ja, warum nicht? Weil momentan habe ich einen weißen und schwarzen Schuh jetzt da. So, weiß und schwarz passt nicht zusammen. Wenn ich total schwarz habe, das wäre schon miteinander passen, aber weiß und schwarz ist kein Rassismus. So kann ich nicht sagen, dass es ein Rassismus ist, weil ich mag beide Farben. An und für sich nicht, weil ich versuche, doch ein Produkt zu wählen, die speziell vor Ort bei uns selbst Orthopädie und so weiter gemacht werden. Also Rassismus ist in unserer Schule kein Thema. Wir sind sehr gut aufgestellt mit Schülerberater, der Direktor, und diesbezüglich kommt Rassismus in unserer Schule gar nicht in Frage, weil das von vornherein schon abgestellt wird, beziehungsweise Schüler, die rassistische Aussagen tätigen, sofort verwiesen werden von der Schule. Ich finde nicht, dass Rassismus zu meinen Schuhen passt, weil um Menschen zu verurteilen können, wo wir schon beim Thema Schuhe sind, sollte man mindestens einmal Zeit lang in seinen Schuhen gesteckt haben. Und das kann man nicht. Also finde ich jetzt nicht, dass meine Schuhe zu Rassismus passen.